In nächtelangen Verhandlungen haben sie zu einer Beruhigung in der Ukraine beigetragen. Der deutsche, der polnische und der französische Außenminister. Binnen 10 Tagen soll nun eine Koalitionsregierung gebildet werden. Irgendwann in diesem Jahr sollen Neuwahlen folgen. Das haben sie gemeinsam mit der Opposition der Regierung in Kiew abgetrotzt. Mit weniger werden sich die Demonstranten überall im Lande auch nicht zufrieden geben. Wie unbeirrt sie für die Ablösung der korrupten Regierung kämpfen, haben sie in den vergangenen Wochen gezeigt. Selbst die von der Regierung angezettelten Straßenschlachten haben sie, die Demonstranten, nicht vertrieben. Allein in einer Nacht hatten dort 26 Menschen ihr Leben verloren, am darauffolgenden Tag 40 bis 60 Menschen. Das Gesetz der Gewalt ist aber noch nicht außer Kraft gesetzt. Denn der ukrainische Präsident will weiter an der Macht bleiben. Jederzeit kann die Gewalt wieder ausbrechen. Es ist aber schon viel gewonnen, wenn nicht weiter Scharfschützen aus dem Hinterhalt auf Demonstranten schießen und auch wenn die berüchtigten Omega-Einsatzkräfte, eine Schutztruppe der Regierung, wenn sie in die Kasernen zurückkehren. Die Regierung hat Angst vor dem Volk, aus gutem Grund. Denn die da demonstrieren, die wollen mehr Demokratie im Land. Sie wollen eine Öffnung der Ukraine nach Westen, eine Assoziierung des Landes mit der Europäischen Union. Die war vor 10 Jahren in der Orangenrevolution schon einmal in greifbarer Nähe und dann noch einmal seit dem vergangenen Oktober. Diese Demokratisierung versucht der russische Präsident Putin allerdings mit aller Macht zu verhindern, indem er den ukrainischen Präsidenten mal wie einen Bären am Nasenring herumführt, ihn mal unterstützt. Die Regierung in Kiew hat Angst vor dem Volk. Das sollte sie auch. Denn das Volk hat einen moralischen Anspruch auf mehr Demokratie und auf Bündnisfreiheit. Der Widerstand wird getragen von allen Bevölkerungsschichten. Das setzt unglaubliche Kräfte frei. Kaum sind die Barrikaden abgebrannt, bringen hunderte Helfer neues Material. Orthodoxe Priester führen, das ist in Russland unvorstellbar, Demonstrationszüge an. Die Opposition hat überall in den westlichen Provinzen Behörden besetzt und die Macht übernommen. Aber die östlichen Provinzen, die industriell starken, sie sind noch linientreu. Sie will Putin auf keinen Fall in den Westen entlassen. Er ließ einen Sprecher erklären, dass für alles, was derzeit in der Ukraine vor sich geht, Extremisten verantwortlich seien. Das kann doch nur bedeuten, er hält den Wunsch nach Demokratie für Extremismus. Das ist pure Machtideologie. Auf den Punkt gebracht, es führt kein Weg vorbei an Putin. Die verdienstvollen Vermittlungsversuche der europäischen Außenminister werden nur dann nachhaltigen Erfolg haben, wenn es gelingt, den russischen Präsidenten zum Einlenken zu bewegen. Es darf sich nicht wiederholen, was in Syrien geschah, dass sich Putin über die Menschenrechte hinwegsetzte und wie ein Zar Macht mit Gewalt sicherte. Die moralische Legitimation dazu hat er weder dort noch in der Ukraine.